Schönen Tag gewünscht haut op dem 30. Juni 2018. War warmen Dach haut mir den 30 Grad. Ziemlich extrem, aber ganz schön. Nun haut an diesem feierten Video am Kanal Lux Econom geht es um drei Begriffserklärungen, drei Begrifflichkeiten. Es geht um Inflation, Deflation und Stagflation. Nun, die Inflation werden wissen, was gemeint was. Deflation kennen doch noch viele und Stagflation war das ist ein Begriff, den eigentlich aus den 70er Jahren recht entstanden ist. Nicht so dramatisch. Gut. Ich wollte nicht also heute auf diesem 30. Juni die Begriffe zu klären. An einer Ökonomie also das so, dass eine perfekte Ökonomie so wäre, dass die erzeugten Wirtschaftsgüter der Geldmenge giffen entsprechen an den Export und Import soll doch ausgegleicht sein. Das wäre den ungestrebten Zustand. Nun, an unserer Ökonomie haben wir heute das natürlich immer weit davon weg. Es gibt eine Übermenge von Geldproduktion general oder wie auch immer geprägt an. Wir kommen mit der Güterproduktion überhaupt nicht nach. Und da war schon ein extrem dramatisch, eine Verwerfung vom System, weil nicht eher der Normalität sich bewegt. Eine Inflation beschreibt also die drei Begriffe beschreiben eigentlich den Zustand von der Ökonomie. Ja. Bei einer inflationärer Tendenz oder einer inflationärer Situation, also so, dass extrem viel Geld um Marché ist und dadurch Touren extrem teuer gehen. Was natürlich bei einer Deflation genau begegnet ist, die beschreibt nämlich Situationen, wo es nicht wenig Geld gibt und Produkte immer mehr billig gehen. Wir können dann als Konsument sagen, naja, dann bin ich schon froh, wenn eine Deflation kommt. Aber weit gefehlt. Deflation hatten wir schon an den 1929 bis 32er Jahren. Das war eine dramatische Situation für unsere Ökonomie, für unsere Umwelt, für uns Menschen. Weil durch die Deflation, verlieren die Leute ihr Arbeitsplatz. Es wird nicht mehr produziert, weil der Preis einfach nicht mehr, der Preis geht billig, wird nicht mehr produziert. Und die Patron können keine Mitarbeiter mehr finanzieren und sie mussten es entlassen. Und das ist natürlich extrem gefährlich, mehr gefährlich wie die Inflation. Das tun noch alle Politiker, Wissenschaftler, was wir sich versternen, und wie sie den europäischen Rahmen gegründet haben, haben sie probiert zu sagen, okay, wir wollen niemals mehr eine Deflation haben, weil das extrem gefährlich ist. Und haben an den Mechanismus von der Europäischen Union ein Wachstum, also ein Wachstum von der Wirtschaft von 2% angebaut. So. Nun, prinzipiell, weil da geht nichts zu sagen. Nun, muss man Folgendes wissen. Erstens einmal, unterliegt natürlich den Prozess da auch einer exponentieller Entwicklung, weil, wie wir im letzten Video schon bewiesen haben, das extreme Auswirkungen kann haben. Also so, dass wenn es Ökonomie an europäischen Ländern um 2% all Jahr muss wachsen, dann wird es ja 2% dieses Jahr und 2% plus die 2% von dem letzten Jahr und so weiter. Das gibt eine exponentielle Entwicklung, die ist gut nicht zu stemmen. Die haben schon das als klar. Die Deflation soll verhindert gehen und eine inflationäre Wirtschaft also
gestürft, weil durch die Inflation die Wirtschaft ein bisschen umgekurbelt geht. Von daher ist am Prinzip du geht nicht anzuwenden. Trotzdem ist das so, bei einer inflationärer Entwicklung, wie wir so gesehen, mit der Politik, die man mit dem, also am Prinzip ist es so, wie steuert das kannst du? Wie steuert eine Inflation eine Deflation? Das ist der Chef von einer Zentralbank. Bei anderen europäischen System ist das an diesem Moment den Herr Draghi, früher waren da, wie auch immer, am liebsten über seinen kleinen Hebel. Was ich gemacht habe, den Hebel hat, da gebe ich, wenn ich zum Beispiel ein bisschen kaufen, den Hebel noch innen zählen, also eine deflationäre Entwicklung provozieren. Da kaufe ich mir alles. Ich kaufe mir eine Fabrik, ich kaufe mir ein Haus, ich kaufe mir was weiß ich. Wenn ich dann alles gekauft habe, zu billigem Preis, dann kriege ich den Hebel nach oben. Inflation, Deflation. Also die Macht über den Hebel hat, ist eine extreme Macht. Obwohl, wie wir alle wissen, die Macht noch nicht unbedingt den das ausfeiern möchte, den wirklich die Macht hat. Es gibt immer von Hand gesagt, wen nur der Oben direkt, also wer nur der Oben gedrückt wird, nur gedrückt wird. Ganz klar. So, wenn ich dann also dann mit der Deflation alles gekauft habe, kriege ich den Hebel nur oben, geht Geld produziert, und dann sind wir in einer Inflation. Einer Inflation. Da geht enorm Geld auf den Markt geschwemmt, und dann wird Geld für alles zu kaufen. Da kann ich auch alles verkaufen, weil ich für drin billig gekauft habe. Nun, die Begriffserklärung Inflation heißt also, Europa man hier Geld auf der Markt gepumpelt, Preise gehen Ruf, weil zu viel Geld am Markt ist. Nun muss ich zwar so bei einer Inflation, und das ist der wichtigste Punkt von den 3 Begrifflichkeiten halt, also so, dass die enge Inflation nicht nur entsteht durch den Hebel nach oben, Decke von der Geldproduktion, sondern die kann nämlich auch entstehen durch den Exportüberschuss von anderen Ländern. Wir probieren also dann eine kleine Konklusion zu ziehen aus den ganzen Begrifflichkeiten. Inflation, Deflation, Stagflation. Was nicht ganz gut erklärt, das war eben die Stagflation. Stagflation ist, wie gesagt, der Begriff aus den 70er Jahren recht geprägt gehen, aber schreibt just eigentlich eine Inflation, die dafür geduldet ist, dass der Markt ungekurbelt wird, aber wo dann der Markt nicht weiter besser funktioniert. Also eine Stagflation ist eine Inflation ohne Wirkung. Da war das der Begriff Stagflation sehr erklärt. Ich hoffe, dass ich mein Video ein bisschen geholfen wird, und ich wäre auch froh, wenn ihr mal ein kleines Abo machen könnt, weil die muss wissen, und also hier am Land, das ist ganz schwer, wenn man eine kleine Marche erreichen kann. Ich produziere die Videos trotzdem, aber das ist ganz schwer, viel Abonnenten zu kriegen. Wenn ich vielleicht weil das den deutsche Marche machen, mit deutscher Spur, mit da gibt es 1000-mal mehr der Abonnenten gehen dann hier und da. Aber das halt nicht gehen. Dafür werden wir froh, just und ich könnte mal ein kleines Abo machen. Das gibt mich ganz viel frei, noch ein bisschen motivieren, für die Sachen halt erst mit Not zu bringen. Über Kritik, Anregungen an was weiß ich, wenn ein Thema hat, wo du sagst, okay, du hättest schon gerne trainiert, also und dann machen ich das doch gerne für euch. Wenn da eine Frage, wie gesagt, schreibt mal sie an Kommentare ran, und ich probiere nicht zu helfen. Ich sollte auf dieser Platz merci für das Nachgucken von meinem Video, und ich hoffe, dass ihr auch bei meinem nächsten Video dabei seid. Merci.